Voor Christus en Eduard. Dat is genoeg. En we maken ons God ganz weit op dat het woord dan komt. Dat we niet dem Eduard besäunen, aber dat ons onze oren heren wat du sagst. En dat we dat abnehmen en aan ons leven uitprüfen. Amen. Dankeschön. Dankeschön. So, ich freue mich von dir. Wir haben de laatste weken, al mehrere Weken, een Rehbotschaft gehad. Die nennt sich so als Jesus beten. Und wir sind das ganze Johannes Kapitel 17 ganz durchgegangen, ein Vers zum nächsten. Und von der, weil wir die letzte Verse bechecken von Johannes 17. Und für mich ist das der höchste Punkt, was das ganze Kapitel hat. Ich glaube, das ist alles wichtig, aber für mich kommt das hier einmal ein höchster Punkt. So ein anderer wird, ich glaube, von der ist das die beste Botschaft von das, was Gott von dir zu uns sagen will. Und ich freue mich, was wir von dir lernen wollen. Ich glaube nicht, dass das nur unbedingt was nicht ist, was wir noch niemals gehört haben, sondern das ist vielleicht ein Ding, was uns Haupt frisch trägt, einmal uns in die Gläser zu tun, wo wir haben hier, wo Jesus will uns haben. Johannes 17, Vers 20 bis 26 waren unsere Hauptvers, wenn du mitlesen wirst. Johannes 17, Vers 20 bis 26. Und dann wollen wir dort teilnehmen und du wieder dieper gehen. So, von der jetzt Einigkeit. Wir wollen sein von der, wo wir einig können sein und was wir können von Einigkeit lernen. Das sagt so, Johannes 17, Vers 20 und wieder. Ich freue mich bloß für diese, aber auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. So, das ist für uns alle. Also, Jesus betet, das ist so betet, als Jesus steht und Jesus betet für die und er betet für mich. Sie sollen alle eins sein. So als du Vater in mij en ik in die, dat zij ook in ons eins sind. Zodat de Welt dat gelooft dat du mir geschenkt hast. De Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dat sie eins sein mochten, so als wir eins sind. Ich en an und du in mir, dat sie ganz eins sind, dat der Vater durch uns sein kann, dat du mir geschenkt hast, und so gut bist, als du mir gut bist. Vater, ich will, dat die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich sie, dat sie meine Herrlichkeit sein, die du mir gegeben hast. Du wirst mir gut, der Welt ihren Grund haben. Gerechter Vater, die Welt hat die nicht gekannt, aber ich kann die in diese Weiten, die du mir geschenkt hast. Ich habe mit deinen Namen bekannt gemacht und war dort wieder tun, dass die Leib, mit der du mir gut wirst, in Ansehen macht, en ik en aan. Amen. Beto. Für nu. Voetskoven wieder. So, ich freue mich von dir und ich habe was vergessen, was ich will euch sagen. Meine Eltern sind von dir hier. Ich kann mal einmal abstehen und dann kann ich dann mal klatschen für den. So, ich habe wunderbare Eltern, die Gott mir geschenkt hat. Wir sind ihre Geschwister. Wir haben eine sehr schöne Familie, ein fernes Familienleben. Und meine Eltern haben nicht geplant, aber wir sind interessant. Montag fahren wir mit meinen Eltern. Und Heidi Prach hat, meine Schwiegereltern, kommt doch das Jahr noch einmal uns besuchen. Und die sagen, nee, wir kommen nicht. Und 2 Jahre später fahren sie uns, Mario, kommen wir ihn besuchen. So bosig ist das ging. Aber dass wir in diesem Fall, wenn ein Primo gestorben wir in Hauenau, Kolonie Hauenau, habe ich viel Freundschaft. Und wie ein Primo gestorben, dann die Mama, ihre Tante, will auch noch auf ihr Afnis, wenn wir er sehen. Und nicht so? Er Sobrino wird dort. Und eine Tante von Mama, er Sobrino wird dort, die will auch tun. Und das soll eine ältere Tante, vielleicht über 90. Wat nu 92, eine wunderbare Tante, was Gott uns gegeben hat. So, die will nicht allein fliehen, so meine Eltern hüpfen Jet ab und hier sind sie. So, das ist wunderschön, die haben mal für ein paar Jahre united und mit ihren Tipp zu sein. So, ich glaube meine Eltern und ich sehe ein gut und das sind fertig hier haben. Fertig sage ich meine Mama,
dass jeder Weg hörst die Botschaft oder die Predigt hat, wenn der online ist, dann denke ich, oh, okay, wenn was ich alles gesagt habe, wann ich dort dann an war, dass meine Mama der hört, aber ich glaube, sie freut sich für, was Gott hier am Schaffen ist. Und das wird sehr interessant, sie werden mal ein paar Monate hier aus der Kirche hier anfangen, sie haben den ganzen Anfang miterlebt von ihr Leben. So, fühlt sich immer noch so schön, wenn sie hier sind. So, wo wir? Johannes 17. Wir waren durch vielleicht. Ja, wir durchkommen. Johannes 17, das letzte Part, redet von Einigkeit. Das redet, dass so der Vater und Jesus sich einig sind, so sagt Jesus, so bete ich, dass die auch so einig sind. Und ich glaube, wie weiter, wir brauchen nicht sagen, ja, wie checken, dass wenn wir wollen bestimmen, was soll so und so sein, wenn wir wollen bestimmen wollen, wo eine kleine Wand du soll sein, und wir würden wählen, dann würde einer rot wählen, der andere gelb, der andere schwarz, der andere grün, und der andere grün, und der andere gel, und der andere noch eine andere Kleine. So, wir würden wahrscheinlich nicht ans alle Fuß eingehen, was wir wollen haben. Aber ich glaube nicht, dass das nicht von dieser Wand hier, von der redet, so wie war der Wand dann von der, bloß die Leute, wo sie essen, die war nicht anfangen von der, war bloß die Tagleute. Wir waren von anderen Dingen reden. Vers 21 und 23, die zwei Vers sagen so. Sie sollen alle eins sein, so als du Vater und mich und ich und die, dass sie auch in uns eins sind, so als die Welt dort läuft, dass du mir geschickt hast. Dann ein Vers überhaupt, der 23 sagt, der sagt so. Ich und an und du und mich, dass sie ganz eins sind, dass die Welt daran sein kann, dass du mir geschickt hast, und so gut bist, als du mir gut bist. Hier sagt er, dass wir alle eine Sorte von Einigkeit haben, wo eine sehr bitte gewöhnlich große Einigkeit ist, und das ist die Einigkeit, dass der Vater und Jesus der Herr. Wir sind nur nicht in der Bibel, glaube ich, ein engeres Verhältnis zwischen zwei Personen als der Vater und Jesus. Wenn Jesus sagt, alles, was du mir schickst zu sagen, das sage ich, alles, was ich soll tun, das tue ich. Und wir sind einfach auch, wo sie taub arbeiten, in perfekter Harmonie, du sind, als kein Mal, dass der Vater und Jesus sich nicht einig wären. Die wären immer sich 100%ig einig. Und die wären so eins, dass wir viele Mal nicht mal weiter, wo der Vater anfängt, wie weiter, der hat keinen Anfang eng, aber wie weiter mäßig, wo Jesus essen, wo der Vater essen, oder der Heilige Jesus, das ist so eine große Einheit, wie weiter, das sind drei Personen, und wir lernen auch die ganze Zeit alle drei kennen, wie weiter, wir haben einen Vater, der passen uns ab, wir haben einen Jesus, der uns Bruder, uns Freund ist, was für uns ernststunden hat, was für uns gestorben ist und abgestorben ist, und wir haben einen Heiligen Jesus, der uns bewohnen hat. Aber maximal in den Gebet, dann redest du zum Vater, dann auf einmal zu Jesus, und du magst auf einmal das zu derselben Person, was du jetzt geredet hast, nicht so? Und dann auf einmal wohnt es nicht Vater, wohnt Jesus, und ja, wie weiter, das sind verschiedene Personen, aber die sind eins. Und so eins, aus diese drei Einigkeit ist, als der Vater und Jesus sind, hier ist das Beispiel von der Vater und Jesus, so eins, wie als Kirche von Jesus Christus sind. Und ich weiß, das Standard von wo ein dort ist sehr, sehr hoch. Aber wenn wir mal kicken in andere Städte in der Bibel, in der Apostelgeschichte, wenn wir in der Apostelgeschichte kicken, dann sehen wir die Apostelgeschichte, die fängt an, das ist die Geschichte, wo der Heilige Jesus gekommen ist, die fängt an im ersten Kapitel, Vers 14, Apostelgeschichte 1, Vers 14, du sagst das so, diese wären sich alle einig im Gebet. Diese wäre sich, wollte vielleicht kurz abkommen, diese wäre sich alle einig im Gebet. Der Mann und der Frühes und Jesus, seine Mutter und all seine Brüder, du wir eine perfekte Einigkeit. Und dann, wenn wir lesen, dass in der Bibel du beim Beten, in der Bibel einig im Gebet. Und wenn wir dann kicken nur das nächste Kapitel, Apostelgeschichte 2, Vers 1, du sagst dort, und aus dem Pfingsttag erfällt wären sie alle einstimmig auf einer stehen. Allwara. Jetzt wären sie alle einig in Gebet. In das zweite Kapitel waren alle einstimmig. Hier ist eine andere Übersetzung. Keine Königsbibel genommen.
dus dat wordt einstimmig een beetje klarer uitgetekend, zodat wir sich alle einstimmig in Gebet. Und dann zijn we in 2. Kapitel, Vers 46, in jeder Tag wären sie einstimmig im Tempel. So wie seine ein Timer von der Apostelgeschichte, das ist einzeln, das ist einstimmig, das ist eine Stimme, ein Gefühl, ein Wort zu haben. Sie wären alle einstimmig. Apostelgeschichte 4, Vers 24, Olvara. Und als sie hier, dort hierin hoben sie einstimmig ihre Stimme ab. Dat wie als Petrus und Johannes im Gefängnis geschmissen waren, dann hoben sie einstimmig ihre Stimme ab. Sie fangen alle zugleich an zu beten. Sie wären sich einig im Gebet. Und ich will nun nicht mehr Beispiele nennen, aber je seine, wo der Apostelgeschichte ein Timer hat, und dort erst eins sein. Dort einig im Gebet zu sein. Und wenn wir seine Wort als in Apostelgeschichte, in einem Tag waren 3000 Menschen getauft. Und die Kirche was, du hast einfach eine Einigkeit. Und in der Apostelgeschichte 2, Vers 17 bis 18, du sagst dort so, dort von Alten Testament all wie prophezeit geworden. Dort Gott sagt, dort wird in der letzten Zeit passieren, dort ich mein Jesus über alle Menschen jeiten war. Eins über sagte und gesagt, über alles Fleisch jeiten war. So, wenn du Erweckung hast, wenn du der Herr Jesus uitgegoten wird, dann wird er in der ganz, der wird alle Wehen uitgegoten, der wird alle Wehen, und der ist in rein, jeder einzelne von uns neu geplant. Und dann redet wieder, und dort sagt, jene Sehens, wo prophetisch rede, en jene dachten, jene Sehens en dachten waren profetische reden. So, wat bedoelt dat? Wanneer de Heer Jezus wo is, dan waren de mannen, de Sehens en de dachten, de Frühs, die waren alle von derselben Portion kriegen. Verstehe je? Du hast nicht mal einen Unterschied. Du hast eins, du hast Einigkeit. Dann sagt er, die junge Männer waren Visionen seine. De jonge mannen en de oude mannen waren Dreimhan. Dus zij wie waren. De jonge waren dat erleven en de oude waren dat erleven. Dus niet een Unterschied, dus Einheit. Aber de mannen frühes waren nicht ein Unterschied zwischen mannen frühes. Waar ik mijn Jezus uitjuiten, die waren prophetisch reden. So wie kunnen weten, wanneer de Heer Jezus irgendwo am Werken ist, dann ist dort über alles Fleisch. Du hast Einheit über alles. Und wir zijn ook, en dat zijn we in de praxis ook, en dat zijn we niet bloos, hier in de Bibel, dat zijn we una ons, una de groepe Christen, über verschiedene Kirchen taub. Von der, wenn wir von Einigkeit reden wir in der Einigkeit hier, aber wir reden auch in der Einigkeit in den ganzen Körper Christus, so als Klaus Kreikrots betet. Dort von der sind wir nicht bloß nie Leben, was sich treffen, sondern hier sind rundum viele plottische und spanische Kirchen. In Santa Cruz haben sie sogar eine englische Kirche, eine brasilianische Kirche. So wir haben von alle Hunde in das Land, wir haben deutsche Kirche, spanische Kirche, alles in ein Land. Und ja, für Aymara, Quechua und so weiter. So wir haben eine Einigkeit im Glauben, was viel wieder geht, als wir uns vorstellen können. Und was wir sehen in der Bibel, dort der Herrlichkeit. Und dort, wo ich uns lese, in Johannes 17, Vers 22, 17, Vers 22, ans Text kriegt, was wir studieren dann. Du sagst das so, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Johannes 17, Vers 22, ein bisschen warten. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben, dass sie eins sein mochten, so wie eins sind. So, wir sehen, dass die Herrlichkeit, was von Jesus Christus ist, der hat für uns gegeben. Aber beobachte mal in deinem Leben, wanneer passieren Wunder und Tekens, wanneer passieren die Sachen. Passieren die dann, wenn du die gestreden hast mit deiner Frau, oder wenn alles zwei ist in deiner Familie, oder wenn in der Kirche, wo du bist, wenn alles kaputt und zwei ist. Passieren die übernatürliche Sachen dann, oder passieren die leichter, wenn wir taub kommen und uns einig sind? Wanneer?
Gott hat alles beantwortet. Ich glaube, wir weten alle, wir brauchen nicht lange nadenken, dass wir weten, dass die Herrlichkeit Gottes, die beweist sich in der Einigkeit. Eine Familie, die ein verbunden ist, du kannst das Übernatürliche einfach leichter erahnen. Du kannst das leichter passieren. Und, ich weiß nicht, wie das sagt, aber ich muss meine Pflege ganz aufschlucken. De vliegende vleer dat ze me nennen. Ze hebben niet zo veel vlees gegeten, dus dan ga ik een beetje meer. Wie hoor je ook dat ze zeggen, al het vlees, de Heer Jezus wat over al het vlees gegeten, dus ze hebben een beetje vlees niet. Geen beetje vriendelijk. Weet je, die blijft krijgen hier, die vliegen. Sehr voll. So. Für das Eten haben wir nicht gedankt, Ferit. So, nu habe ich mir gedacht, dass Vlees verbiest hat. Wir waren voetstreek zijn, waar we gaan willen. Römer 15, vers 5 en 7. Römer 15, vers 5 en 7. Dit is Paulus in gebed. Je rood tijd wie Jezus in gebed studeren, we waren naar hand komen, we waren 3 gaan gaan. Maar Paulus heeft een ähnliches gebed, die bedt ook voor einigheid. En Paulus redt ook veel in zijn brief van einigheid. Zegt zo, en mocht de God van dem geduld en troost komt, kan je dat mal aanzeker laten, en mocht de God van dem geduld en troost komt, zo de geduld, die komt op die en de troost ook. Ik wil ook reden tot alle personen wat een vriend verloren had, en als hij naar werd, starf hij een week in een jongen, 20 jaar jong. En dat is waar wij om hard zijn te zijn, dat een familie een jong afgeven moet. En de troost van God mocht hij over deze familie zijn. Mocht hij eerst in troost over dit zijn. Maar ook, wanneer we nu naar ons kijken, de geduld, die is ook ons gegeven, de kamp van God. Mocht de God van geduld en troost komt, jullie dat schenken, dat jullie in Christus Jezus einig zijn. Dat je alle taub einstimmig aan zijn Herrn Jezus zijn God en Vader loven. Vers 7. Neemt jullie einander zo op als Christus jullie God ihren opgenomen heeft. Neemt jullie einander zo op. Neemt jullie zo op. Ziet jullie zo einig. Ziet zo taub. En in Epheserbrief zegt dat dat den anderen een beetje, dat zegt de meesters van, laat den anderen ruim dat hij kon Fehler merken. Heb zoveel lief dat de andere kon Fehler merken dat u trotzdem nog hem am gleiche was. Verstehe je wat ik meine? Onze leven, onze genoot is met den anderen zo weit, dat we den anderen genoot geven en dat we in genoot met hem taub zijn. En dat we ons, zoals het vers zei, einander in Christus, dat we taub komen. En ik wil zeggen, dat is zeer leeg nu te reden en zeggen dat we zullen eind zijn en dat de kerk over ganz Bolivie en over de ganze wereld eind is. En we weten dan dat het niet alles zo is. Als du die dat mensen wordt, maar ik, dat is vielleicht veel tweeheid in de kerk. Maar ons gebed is immer vereenigheid, maar onze instelling ook. Maar ik wil door van de non-reden, wo we vielleicht ein bisschen wirklich praktisch wat doen, dat Einigkeit anfängt, Wirklichkeit zu werden. Eins mag gleich wieder bieten, Ruud, du soll Einigkeit sein. Und währenddem ich mit meinem Freund habe mich verstreden, ich mit meiner Familie habe mich verstreden, ich sehe mich da mit Janen, ich sehe beleidigt von Janen, ich lege das nicht, ich lege Jan nicht. Und ich habe allerhand Sachen in mein Hart angehen, die ich nicht loslasse. En ik wil gaan dat de kerk van Jezus Christus zal zich einig zijn. Verstehe je? Boodschap dat de kerk van Jezus Christus zich einig is, wanneer we ons niet in de eeuw checken kunnen. Wenn Jezus zegt in zijn Vater unser, en dat je beet, du zegt hij, beet zo als dit. Wie wil je zo beten als Jezus? En hij zegt zo, vergeef ons onze schuld, zoals wie die vergeven wordt zich aan ons verschuldigd heeft. Ze ik kon niet plus die vergeven, wo ik mij verschuldigd heb, sondern ik vergeef die, wo die andere zich aan mij verschuldigd heeft. Du vergeef ik.
wens wordt vergeven, omdat ik de vergeving van Christus kan ook ervaren. Wens de vers zegt ganz klar, dat es vergeeft ons onze schuld. De vraagt er nog, zoals we ook vergeven worden. So, wenn ich erwarte, dass ich die Radung und die Vergebung von Jesus Christus will haben, dann ist es so, wenn ich zu derselben Zeit sage, ich sie nu reid, meinen Nächsten auch zu vergeben. Und dann, was mir angetan hat. Und dort ist, glaube ich, eine von den ersten Städten, wo der Körper Christus kann ganz taub kommen. 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt, dass der Mannslied, wo immer die sind, so wie Männer, nu redet nicht zu der Früh, redet die zu uns Männer, wenn es Lothar redet zu der Früh ist. Sodass sie ganz klar, das ist für uns Männer. Je Männer sollen ihre heilige Hänge alleweil abheben können. Je sollen ihre heilige Hänge abheben können. Und dann sage ich das so, können in nicht Betternis, in Euer oder Betternis oder Zweifel im Hort haben. So, das merkt eine Abforderung besonders für uns Männer, dass wir den Euer, die Betternis nicht in uns Hort einwarten lassen. Kijk mal über die Familien auf der ganzen Welt. Das ist ganz klar bewiesen worden über die ganze Welt, dass es dann von welcher Kultur die best, wo ein Mann im Haus ist, ein Vater ist, der im Glauben lebt, oder der ein abrechtes Leben für Gott lebt, das ist meist versichert, dass die eine gesunde, schöne Familie haben. Aber wenn du Zweifel, in Euernis, in Betternis, in oude Worte lässt leben, dann ist das auch sehr wahrscheinlich, dass die Jungen, die sehen oder dachten, nicht eine andere Entscheidung trifft, dass die sehen und die dachten, kriegt sie worden mit Betternis und Euer und Zweifel wieder merken. Aber wenn du als Vater, wenn du als Mann abstehst und sagst, ich sehe die Anleiter von dieser Familie, ich will abstehen, ich will nicht Betternis und Zweifel und Euer Ruhm lassen in mein Leben, dann ist es so schön, wo dort dann auch, wo wir dann untereinander in Einheit können leben. Familien, wo die Vater das anleiten, ist eine Familie, wo meist eine Einigkeit in der Familie ist. Und da würde ich meinen Vater von der auch persönlich ehren können, wo er dort nur gestrebt hat, solange ich mir denken kann, dass die Einigkeit in der Familie wird. Und dort wir einmal ganz kalt sind, und dort wir einmal, wo wir meinen Vater nicht verstehen können, wenn was nimmt er die Entscheidungen, was er treffen hat. Ich weiß, wo ich an Sinn und jeden Ofen da wird, dass ich will nur den einen Freund fahren. Und ich kann mir das fehlen, ich will so lange jeden an und da sein, aber ich dort können, was ich will. Und er sagt, ich habe nie gesagt, wenn was redest du noch mit mir? So, ich weiß, und dort nee, dort wir nee was. Und so ist wahrscheinlich die Vater, die ich gesagt habe, ein Tag wirst du mich verstehen, wenn was der Vater eine Entscheidung treffen hat und dort er einfach ab dort stehen bleibt. Ein Tag wirst du mich verstehen. Und ich glaube, alle wie Vater, wenn wir dann vielleicht ein Kind haben, was erst 1 oder 2 Jahre ist, dann kann ich direkt an uns Dad kommen und sagen, ja, Dad, ich verstehe dich nicht, wenn du einmal so wirst, als du wirst. Wenn du noch kicken dass in unserer Familie Einigkeit bleiben wird, dass der taubgebunden wird sein, dass der eine Rechtlinie haben. Und ich weiß, keiner von uns hat einen perfekten Vater, aber das ist ein Bild davon, was wir können lernen. Und dann sage ich, der letzte Vers von uns von Johannes 17, Vers 26, der letzte von dem Kapitel, der sagt es das. Ich habe mit deinen Namen bekannt gemacht, und word dort wieder daunen, dat de Leib met die du mij goud wirst, en aan zijn mocht, en ik en aan. So ich will in diesem Vers das Wort der Leib rausheben. Das macht der Leib in uns Berne wohnen. Wenn wir eine Familie haben, wenn wir wie nur Kirche gehen, wie nur die ganze Kirche von Jesus Christus gehen, weil wir nur unsere Familie gehen, wenn es dort ist, wo die Kirche anfängt. Eine Familie kann nicht bestehen bleiben ohne den Leib von Jesus Christus. Und das ist das Vers, dass ich habe an bekannt gemacht mit diesem Leib, mit der Vater Jesus Gott wir. Und macht dieser Leib in uns wohnen. Ich glaube, Leib ist sowieso ein Kapitel über die Bibel,
wat zoals meest in de eeuwigheid over de ganze Bibel merken dat. Maar de lijf, dat is de motor wat ons in Gone houdt. Wo wir einfach ongereed en ongescheerd worden. En mocht deze lijf die in mij werken. Mocht deze lijf in ons zijn en dat we kunnen die einfach in ons opnemen. En die wieder praktiseren. Wanneer we hier nu aan families denken, dan mocht ik die in mij als vaders moet merken. Dat we opstaan voor onze familie. Dat we einfach leren aan onze familie. Zoals de Bibel ons zegt, dat hij ons half eigen zat als dat du hast een kop, wat Jezus Christus is. Maar in de familie hier op eerd, zijn we dat de man, de hoofd, dat kop is van de familie. En dat is een waarom, dat is einfach dat een weg waar Jezus dat eigen zat had, dat de vaders en de mannen en de families hier, dat we opstaan en dat we niet ons laten doorrieten van de jegenwind, wat de andere familie zei, onze kinderen komen zeggen, maar alle families doen zo en zo. We zijn niet alle families. We zijn deze familie en we laten ons van God aanleiden, aan eerste steed, en we nemen entscheidungen, waar eenmaal niet voor alle mensen worden zo de beste entscheidung zijn. Wenn we weten dat we een ziel hebben. Wie zum Beispiel, wir haben thuis bei uns Regeln. Wir sind sehr streng mit unseren Regeln. Nicht sehr viel, aber ein paar haben wir. Und ich glaube, die meisten von Ihnen weten das all. Ein von den Regeln ist, kein Phone Dash und Terroristkranz. Und für die Kinder, wenn sie nicht Phones haben, kein Spieltisch Dash. Wenn ihr nicht weiter, wenn die Kinder nicht eten, der aber Spieltisch haben da schauen, dann könnt ihr noch Antwort geben. Der eten nicht, wenn du Spieltisch hast. Wenn die denken, das Spieltisch. Dort ganz klar, Spieltisch ist besieden das, nu ist Etetit, dann war der eten. Das habe ich gefangen. So, und so ist es auch. Wenn du was hast, dass du eine Familie hast, wo live und wo vertalen, wo sich in die Uhr kicken ist, du machst nicht die Regel ansetzen, aber bei uns ist es so einfach aus, wie bei Mathe uns selbst, wie leider unsere Phones zu sehen, wenn wir eten. Und dann passiert das von allein, dass wir uns anchecken, dass wir lachen, dass wir freundlich sind, dass es schön geht, dass wir eine schöne Mahlzeit haben und dass das eine von den schönsten Zeiten am Tag ist, wo wir taub sind, besonders Mittag. Und das ist nicht, dass nur alle Familien uns nur merken. Aber Gott wird die lehren, dass du ganz klare Richtlinien haben, wo deine Familie schaffen soll, als Vater. Und das ist am besten, dass das mit der Mutter taub passiert, dass du als Vater und Mutter taub diese Entscheidung treffen. Aber dat je taubje vom Heiligen Geist leiden laten. En weet je wat, je familie wordt taubgebonden zijn, zoals niemals eier. En dort merkt dat het wieder in die Gesellschaft neemt. En de kerk, en wanneer dat dan in deze kerk, hier in eine lokale kerk passieren kann, dann kann dat von door ook wieder uit passieren. So, wenn wir an Einigkeit reden, dann ist es einmal leicht, dass dort, weil wir uns einig sind. Aber besser ist, dass wir bereden, wo wir hier einig willen zijn. De Bibel is sehr interessant, waar de einigheid beschreven heeft. Zoals we veel werk van heiligheid horen, de Bibel is, de heeft interessante weg van een zaken na te kijken. En dat is een weg waar we moeten leren te denken. En vielleicht wordt het ons dat leven lang kosten, dat we ons immer weer zelfs moeten denken helpen. Maar zoals we veel werk leren, zum Beispiel, de Bibel zegt, du bist heilig. Und er sagt, dass jeder wenn wir mit Jesus Christus leben, dann sagt er, du bist heilig. Das ist nicht, wo dein Leben nu ist. Er sagt bloß dort erst, wenn du an Jesus glaubst, wenn du ohne Jesus bist, dann bist du das. Dat redt sogar von der Heilige von Jan Stadt. Wie wollen die den Brief schreiben? Wäre das nu, dat wäre die Christen, die alles in Kranzje boven horen, aber wo das immer so, alle, als wenn die Engel weer een kleine Pflichten horen? Nee. Dat weer veel een kerk waar grote strijderieën weer. In Paulus schrift, nur de Heilige van Jan kerk. En zo zegt de Bibel ook, dat we eins sind. En die zegt niet, wordt jullie einig, sondern die zegt het omgedreht. Houd de Einigkeit, wat je hebt. En wie geloven einmal, no, wir haben aber nicht Einigkeit. Wie, wenn wir in Jesus ganz, Jesus allein, ohne Religion nennen,
wenn wir Jesus in ons Leben haben, dann haben wir die Einigkeit mit dem Bruder all. Dann brauchen wir den nicht noch kriegen. Dann machen wir die bewahren. Kann je den Unterschied verstehen? Ich will Ihnen das verlesen. In Epheser 4, Vers 2 bis 4 sagt so. Seid bescheiden, freundlich und geduldig. Habt so viel Lieb, dass ihr untereinander vertrauen. So, das ist der Vers, was ich kriege von von der Rede. Habt so viel Lieb, dass ihr untereinander vertrauen. Einzige Übersetzungen sagen, habt so viel Lieb, dass ihr Ruhm merkt für den Nächsten seine Fehler. Sieht immer dort aus, die Einigkeit im Jesus zu bewahren. Ich sage nicht, sieht immer dort aus, die Einigkeit im Jesus zu kriegen, dass ihr den auch kriegen wollt, sondern bewahrt, wenn es die Hand der all. Und wie war es sein, was das meint? Wodurch wir miteinander verbunden blieben. Wir sind verbunden, wir blieben verbunden. Dadurch habt ihr mit einen Körper und einen Jesus. Ihr so, als ihr alle durch ein und dieselbe Hoffnung berufen sind. So, wir waren auch kurz von dem Wort Körper reden. Aber weil wir reden, dass wir die Einigkeit bewahren. Viele Mal, da es immer wieder versagt war, dass wir mit menschlicher Kraft und physischer Einigkeit mit Macht zu merken. Du machst die nicht gut sein in Jana, und wir waren uns nicht alle das bei Mathe einig, und wir knutschen uns alle taub. Aber in Wirklichkeit habe ich gesehen, dass das allein eine Einigkeit, wo wir uns der Einigkeit so bemachen? No. Eine Einigkeit muss von Berne kommen und dann geht der Rüt. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir von Büte für sich benannte bemachen, dann wird das immer Gnade und dann wollen wir uns nicht einig sein. Und von Büte wollen wir vielleicht so tun, dass wir alles einig ist. Aber du Berne, du willst kein Unsinn. So eine Einigkeit ist, dass wenn wir in Jesus erleben und dass der Heilige Jesus seine Frucht in uns Frucht trägt, dann auf einmal von dort Berne steht, connect ich mit den Brüdern und den Schwestern. Also erst mit meiner Familie und dann in den Körper Christi. Wenn ich von Büte will bemachen, wir wollen nie uns einig sein und wir machen von nu an alle Witter haben, alle schwarze Bags, alle das. Dann sind wir vielleicht überein, aber einig sind wir uns noch einmal nicht. Überein sein ist sowieso nicht, das ist sehr wichtig, dass zu nahe, wenn wir von der Einigkeit reden, überein sein ist nicht einig sein. Wenn es Gott hat, die sehr unterschiedlich merkt, ist mir. Wenn es bei uns tüß im Heim, wo wir das an, wir haben plus 4 Kinder und die sind sehr, sehr verschieden. Wo jeder, dass Gott kann in einer Fabrik so eine verschiedene Kinder merken. Und ich dachte, ich hatte mir eine frühe Fried, was der reichste Tag ist ich, in alle Timers. Oder der hat geändert, oder irgendwas ist geändert, aber wir denken nicht mehr über rein in alle Timers. Weil nicht wie beginnt. So, wir sind nicht überein, aber wir sind uns einig. Kann ihr den Unterschied verstehen? So, wir finden unsere Einigkeit in Christus. Und Gott strebt nicht nur, dass wir nur alle überein waren. Viele Versicherungen, was versagt worden ist, Einigkeit zu bringen in die Kirche nennen. Viele Mal wird das, wir wollen nu alle Sachen das überein zu tun. Alles, dass das überein sein. Dass wir waren, und das haben wir über die ganze Geschichte sein. Wir waren alle so und so uns antreiben. Wir waren alle so und so smart sein. Wir wollen alles überein merken. Wir glauben, uns wird es eine Einigkeit bringen. Das wird vielleicht auch eine gewisse Zeit von Büte und Wasser tun. Aber allein wird der Mess immer noch in ihrer Streit sein, als zu verherbieren. Markus 3, Vers 25 sagt uns so, sagt Jesus so, und wenn eine Hausfamilie sich spült, kann das Haus nicht bestehen. So, wenn wir uns spülen, wenn wir nicht einig sind, dann kann das Haus nicht bestehen bleiben. Wir müssen die Einigkeit in Jesus Christus bewahren. Und das ist einfach ein Wunsch, ein Gebet, was Jesus hat. Das ist ein Gebet, was nicht bloß irgendein Gebet ist, sondern das ist das Gebet, was Jesus Stunde für seinen Tod hat und viel mehr noch, das ist das Letzte, was von seinem Gebet abgeschrieben wird, diese Einigkeit. Und ich weiß nicht, was du nachcheckst, aber meist immer,
wenn du irgendwo was sagen ist oder was abschreiben ist, das Wichtigste, das lässt du für te laat. Oder für den Anfang oder te laat. Wenn du mit einem Menschen vertalen ist und du wirst den was deutlich merken, also das ist wie im Deutschen sei, den wollte ich das mal andeutschen. Als du dann andrehst und den dann schau sagst, dann sagst du, aber ich will dir noch sagen, das ist der Punkt, was ich dir sagen will. Heißen, und je hier irgendwo, du wirst alle Hunde hier reden, aber das ist, was ich dir sagen will. So, das ist das Wichtigste. So wie kann ich, wenn Johannes das abschreibt, das 17. Kapitel, dann kann ich wieder zu sein aus, wir haben alle Hunde Dinge, die im Grunde sind, aber eins, weil ich Ihnen zu laat sage. Und dort ist die Einigkeit, was ich in Jesus bewahren kann. So eine Familie, die sich spielt, die kann nicht bestehen bleiben. Wir kennen, wenn wir von Einigkeit reden, habe ich hier geredet, von der Einigkeit, was eine Familie anfangen kann. Aber Gott sagt auch, die Einigkeit ohne uns hier. Und vielleicht wird das erst das Wort, was ich beim Singen sage, was vielleicht ein bisschen hart wird, und vielleicht vereinzelt zum Verführen wird. Das ist nicht ein Beschuldigen, aber mir ist Einigkeit sehr wichtig. Und dort, so sage ich, ihr seht, ihr sollt mich nicht auch verstehen, das bedeutet nicht, dass wir einmal alle stehen, oder alle sitzen, oder alle Knie machen, aber du hast einen besonderen Platz für, wenn wir Sachen zugleich in einig tun, in eine Familie bin. Aber wenn wir wie jene Eltern das wichtig, dass wenn ihr zu das kommen sollen, zu eten, dass ihr dann anfangen wart, aber ich weiß nicht, dass wir das bei jene Familie wird, aber bei meiner Familie wird das so, du wart gewacht, wenn es abends jenkt, wird alle Sorte und dann fangen wir alle zugleich an. Wenn wir wollen uns einig sein. Das sind vielleicht kleine Dinge. Und wenn wir hier in einer Familie sind, dann sind diese Dinge auch vielmal wichtig. Diese Einigkeit. Und auch diese viel mehr aus dieser brüderlichen Einigkeit, dort wir im Yes anfangen, dieselbe Sache zu feilen, dieselbe Sache zu denken und dieselbe Sache nur zu streben. Und vielleicht, so wie ich anfange, dann habe ich hier eine schwarze Wand und die würde sagen, no, dort muss eine witte Wand sein, da kann ich schwarz sein. Und dann hast du auch sogar in der Bibel vers, wenn Worte wit sein oder schwarz oder eine andere Kleur sein. Der eine sagt, der muss wit sein, wenn sie wit gewaschen von das Blut von Jesus Christus. Und der andere sagt, der muss rot sein, wenn das Blut von Jesus ist rot. Und dann nachher, wo wir an, der andere war eine schwarze Wand, wenn es dort alle gleich und es dort. So wo wir uns lang streiten können. Wo können wir dann Einigkeit einmal hier kriegen? So ich sehe, wo wir uns treffen, ist in dem Zentrum, wo Jesus ist. Da finden wir die Einigkeit. Und dann haben wir einfach eine Vision für diese Familie, wo Gott gegeben hat und wo wir taub mit schaffen können. Und dort ist es ein Körper. Ich sehe jetzt, wir wollen von dem Wort Körper reden. Wenn wir einmal bloß das hier beobachten, dann sind wir ein Körper. Und wir schaffen alle taub. Dann bedeutet das so, dass jeder einer von uns hat seinen Platz in das Körper. Und wo fängst du diesen Platz, was du hast? Wenn du nur Jesus hast, yes. Was hat dir den Platz, was du in dieser Familie hier hast? Und dann kann der taub schaffen. Wo würde das sein, wenn das hier alles eine große Teil wird sein? Stellt je mir vor, eine große Teil, bloß eine Teil. Wat alle nog vielleicht onherken wordt, wanneer je voorbij ging. Dan wordt de ganze Körper weiter, nicht so? No, Gott hat mir 10 Teile gegeben, 10 Finger. Der hat mir 2 Uhr in der Nase gegeben, 2 Uhren gegeben, der hat mir alle Parts gegeben. Und weißt du, was er mir gegeben hat? Was der Parts taut merken? Gelenke. Was hält mir das Part und das Part, wenn das hier in der Erde nicht ist? Ich weiß nicht sehr viel von Doktorie, aber ich weiß ein Ding, was das ist das. Das weiß ich. Wo das schafft und was hier alles versehen und Muskeln sind, dass ich das und all das kann tun, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott hat jeder ein von den Parts hier angetan, dass ich tun kann, dass ich hüpfen kann, dass ich ran kann und dass ich taub schaffen, dass ich sogar ran kann und reden kann. Und dann ich sehe einen Mann, all das taub. Vielmal, ja.
bloß denken, Gott verstanden, dort dann schießt wir. So, was hat Gott gemerkt? Er hat einen Körper gemerkt. Und so sind wir als ganze Kirche Jesu Christi, aber auch hier lokal ein Körper. Wenn eine Person nicht sehen kann, dann litt der ganze Körper. Ein Pastor sagt, dass es dort, sie haben niemals Schub gehabt, aber dann wieder irgendwann Schub. Ewig geblieben, sie haben bloß ein Schubje gehabt, ein kleines Schubje. Und ich weiß nicht viel von Schubjes, aber dort, dieser Schubje oder dort Schubje, was die haben, die wollen nicht, dass es ein langer Zell hat. Ich weiß nicht, wenn ein langer Zell Schubjes haben, so ich will hier nicht von Schubje-Treikerei reden. Aber was ich sehe, dass die Schubjes, ich weiß nicht, so stimmt, hier sind eins, was mehr weiter, ein sehr stiefes Gumm, ramen Zell da, bete Zell aufschrauben. Heimel von sind hier, aber ich weiß, dass von anderen Tieren sind Jeff. Ich weiß auch, dass Jeff Personen, wo die mit 6 Fingers geboren worden, oder 6 Teile. Und was die Doktor, die hatten 2, maar een Gumm sehr eng, haben dort die kleine Teil, das ist ein kleines Baby, dat das Baby nicht mal weiß, dat die ein paar Jahre, dann fällt dort das erste Teil auf. Ja, das nicht weiß, Albert, tranquilo, das ist normal, das passiert in der Doktoriewelt, ein Doktor noch mal bei einer Teil, dus eine Teil te veel Wasser, plus ein Gummer auf das, und der auffallen das. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich meinen Platz für die Einigkeit im Reich Gottes nicht annehmen will, dann hast du vielleicht ein ganzes Körperteil, was nicht schaffen kann, taub schaffen kann, und was auffallen das, oder wo das Zweiheit bringt, wenn du ein Gelenk nicht das, was das soll. Kann ihr mitkommen, was ich meine? So, wenn wir von Einigkeit reden, dann reden wir für alle, die was sich hier sagen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin von Jesus Christus geraten, ich bin vergeben und ich bin ein neuer Mensch. Wenn du dort bist, dann bist du Part von der Einigkeit, dass du und ich können einig sein. Und einmal, nicht einmal, immer, wenn wir alle taub schaffen und wenn wir alle uns einig sind, dann wollen wir uns alle aus deiner, mit der Beine und den anderen, und taub kommen mit den anderen und einfach mit den taub schaffen. Ich weiß für uns Personen, dass es sehr schwer und wie gleich die Sache sehr noch unser Weg und noch mein Geschmack. Und so ist ich dort gleich und so habe ich dort hier und so und so und so. Aber wenn wir alle einig sind, dann müssen wir einfach und das uns Beine oder taub schaffen mit den anderen, dass das schaffen wird. Wenn wir dann von hier keine Einigkeit kriegen, und ich fange an mein Leben, ich stehe und ich freue mich, wir sind natürlich von 100 Kilometer hinein, von wo wir uns alle treffen, aber ich fühle nicht eine perfekte, einmal alles perfekte Einigkeit, aber ich fühle eine große Einigkeit in dieser Familie. Und ich freue mich dafür. Und das ist auch ein Gebet, das ich habe. Nicht, dass wir nu wel abhören und dort aber ich predigte, dass wir noch wieder noch ankommen. Aber ein nächster Staub ist auch, dass wir nur die Einigkeit checken von der ganzen Kirche von Jesus Christus auf der ganzen Welt. Und du hast das einmal, wo das bei uns dann sehr stark. Wenn du, haben wir alle verschiedene Gewohnheiten. Der eine ist gewohnt, er hat sehr still alles singen und sehr still predigen. Und der andere ist gewohnt, Halleluja, und der brüllt und der hat das ganz andere gewohnt. Und dann wollen wir sehr leicht uns einmal jenseits sagen, dort ist arg, ganz arg. Aber wo wir dort sein, und da steht dort wie Fingerwiese, dass wir einfach ein bisschen raufkommen von unserer Trappe, wo wir sind. Und fragen, Jesus, wo können wir nur die Einigkeit holen, was du uns gegeben hast? Und das ist zum Staunen, wo wir dann können einfach einmal Kleinigkeiten tun, was für die ganze Einigkeit von den Körper Jesu Christi beitragen. Und omdat je nicht sagt, ich weiß nicht, was ich kann tun, dass es überhaupt einen Schritt wieder geht, dann will ich Ihnen ein Ding merken. Am 13. September gibt es in Pailon eine Marcha para Jesus. Und du hast mehrere Pastores, all 2 Pastores, mir eingeladen, dass wir durch ankommen, ich weiß von hier, ich glaube, wir sind auch eingeladen für dort. Und das ist eine einfache, praktische Weg, dass das nicht nur alles perfekt ist, aber dass wir sagen, ich gehe hier zu den Körper Christus und ich will mit anderen Kulturen
am 13. September in de zenotnummer hast dat eine Marcha para Jesus maken. Wo wat dat passieren? Die worden zich ik geloof bij de plaza trafen. Dan worden die einfach een paar quadras ruim gaan. Ik stel me zo voor, er wordt muziek zijn en gebed. Dat wordt waarschijnlijk zeer anders zijn als du gewand bent. Maar ik mag merken dat we door hand voeren en dat we wijzen dat we willen de eenigheid van Kerk Christus in Bolivien onderstützen. Kan je verstaan? Een andere weg waar we ons einig worden. Voor een paar maanden dat we taub in eenigheid beden. En we horen bijna 500 mensen in een WhatsApp-groep van Canada met Rusland. Ik zie nu nog met een Christ, een 20-jarige man uit Rusland in contact. Der schrijft mij meest jede tweede week, schrijft een andere man mij en hij vertelt wat God in Rusland alles staat. Hoe komt dat? Wens we merken WhatsApp-groep en we beden voor het land Bolivia. So wat passiert in zo'n groep, wanneer ik het merk? Ik draag bij dat ik het land zie, dat over veel meer, ik merk met den ganzen Kerk Christus. Ga je verstaan? En wat merkt dat? Nu op eenmaal heb ik een vriend in Rusland. Die denkt waarschijnlijk zeer anders over gewisse zaken als ik. Maar we hebben gewisse zaken zeer in eenigheid. Hij zegt me immer waar, weißt du, Eduard, dat het dieren bloed van Jezus Christus, onze mensen van onze kerk, die gaan jeder weg uit en die predigen dat evangelium van Jezus Christus. Kan ik een amen te zeggen? Zeker. En ik wil. En we worden dat amen te zeggen. Dat is wat we als kerk van Jezus Christus zijn. Einmal zijn we dan bloos de verscheidenheden, waar we nog anders zijn en anders denken. Maar wel we aanvangen door ons einig te zijn, waar we kennen, ook met de ganze Kerk Christus. Maar hoe vangt dat aan? In dien huis en in mijn huis. Daar vangt de werkelijke eenigheid aan. Dan geht de ruit uit ons heim en ze stad verspreidt zich. Want we als Christen willen zijn, een erwijking en een belevingstijd, dan moet we zoals in apostelgeschichte ons alle einig zijn. Amen. Ik heb het nog wijzen. Dat habe ich, glaube ich, jedes Mal getan, wenn wir von Einigkeit reden. Oh, von der noch war dann. Ich habe das nicht näher geplant. Sind du hängen Feiersteller ohne Lehn? Ich glaube, du sind so ohne Lehn. So, ich brauche Feier Jungs in Mana, wat freiwillig sind, wat positiv nach vorne kommen. Sind wat nach einem kleinen bisschen Kraft haben. Das macht nu nicht die stärkste Mana sein, aber sind wat, wenn du so viel Kraft hast, als ich, dann regt auch. Feierstag. Als je nog ei, ik ga een vinger te wijzen. Wer zijn de feier? Zink, first one. Abraham, Aldrin, Esther. En wat hebben we hier dan? Jake is ook al. Wat was je met merken? Dat was niet. Weet je al over het rand? Abraham weet al. Waarom? Nu maar ik zelf denken over het rand. Zo. Zo, nu moet je Ola naar de kant zetten. Dan staat het onder leen. Dan moet het nog dichter toe maken. Nee, ik wil niet. Zo, nu stel je daar dat je alle op de schoot van de nächsten leggen. Je moet denk maar weer aan dat je op Jake zijn schoot. Weet je wat, dat jij ook hier doen? We hebben het hier doen. Hier het veel beter zijn. Wie gaan hier in? Zo, nu laat je alle op de schoot van de nächsten doel. En geef je de middelste hand, Ola. Je kan erbij hangen, de handen. Zo. Nu blijf staan. Zo.
Wisst ihr, das sind das Schaf, einer kann sich einig sein. Kijk, und die sind stark, die fallen nicht mal an. Du kannst in den Wind kommen, wenn wir uns einig in Jesus sind. Und das habe ich von dir auch nicht gepredigt, wenn ich kann von dir auch nicht alles predigen. Wir wollen hier nu nach den nächsten 20 Minuten Botschaft haben. Je können so bleiben. Der Feit, dat wo ons grond is. Wie ons grond is im Wort Gottes, dat is in Jesus, wie Mathe einen festen Grund haben. Dus de Bibel sagt, ons Grund, einzige Grund ist Jesus Christus. Und hier ist die Einigkeit. Und dann das andere, was wir hier sehen, ist, der Körper Christus, der schafft taub. Das steht hier, das schafft taub mit Zink, Zink mit Aldrin und Aldrin mit Abraham und so weiter in der Run. Und das gibt eine perfekte Einigkeit. Und wirklich, die würde hier langsam bleiben können. Aber das ist auch schwer. So, aber was ist, wenn wir würden mal sagen, je willen nicht ganz auf Jesus bühen, je willen bloß maß und menos. So, je hebben allemaal den bütterschen Fout ab. So, nu dat den war darauf, bleibt. Schafft nicht sehr gut, wenn wir nicht in Jesus sind. So, nu dürfen wir mal die Einigkeit. Wir sind alle ganz in Jesus. Das sind andere Christen. Die sagen, ich bin in Jesus, aber einig mit meinem nächsten Bruder brauche ich mich nicht sein, wenn es der weit nicht so gut ist. So, laut jene, ja, in der steht Taubholen, die fährt sich. Ich weiß nicht, einer hier, ja. Nein, je soll noch nicht Taubholen. So, aber was passiert, nu halt ihr nicht, laut den Tag, was passiert, wenn ihr nicht einig seid und der Sturm, der fängt an. So, nu heeft noch alle ein Fout ab. So. Halleluja. So, vielleicht habe ich plus das braucht dann am Anfang, dann habe ich die ganze Predigt nicht braucht sagen, nicht so? Je soll nicht einfallen, okay, aber ich habe gefallen. Aber das ist ein kartes Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, wo wir seine Wohl, unsere Wahrheit in Christus und unsere Taub schaffen. Wie viel Kraft und Macht dat je hebt, wie viel Ruim dat je hebt, dat die Sachen passieren können. Und so schön das ook ist, wenn ich ein Kind Gottes sehe, dann brauche ich diese nächste Person. So viele Menschen haben das al versucht. Die sagen, die Christen, die sind alles Heuchler, die tun alles nicht reich. Ich war dort in den letzten Eik in den Bausch trekken. Du wolltest mal mein Christenleben leben. Du wolltest mal reich leben, wenn du halt nicht immer den fehlerhaften Bruder besiegt mir. Hij al ein Beispiel gefunden, was Gott uitkomt. Von den Menschen, die sich weit auf von allen Menschen holen und sagen, ich bin allein Christ, ich brauche meinen Nächsten nicht. Ich kann noch nicht eingefangen, was schaffen hat. Christentum, ich brauche den Fehler von meinen Nächsten, omdat ich geschiert war, und dat ich gefühlt war, und dat ich geschmerzt war, dat ich meine Funktion besser tun kann. Weet je wat? Ik brauche die Fehler von meinen Nächsten. Ich brauche den, dass der andere einen Tag sagt, ich weiß nicht, ich fühle mich von dir schwach. Dann wärst du der Staat für den anderen und du sagst, wie Hölle taub. Wenn es von Heu fällt, dann fällt es nicht bloß Heu, sondern dann ist es, wenn du mit einem Taub fallen bist. Wenn es die Bibel sagt, dass wir als Körper, wenn einer leidet, dann leidet wie alle. Das ist, was die Bibel sagt. So Gott sagt, und Jesus betet dafür, dass du und ich uns einig sind. So ich mache uns Mut merken, dass die Personen, die wir nicht in die Ehe checken können, dass wir dieses Weg klar merken, dass wir dann in die Ehe checken können. Dass das Hort kann frei sein und rein und dass wir können die Einigkeit an erster Stelle ein und ein kriegen. Wenn es von der ein und ein anfängt, dann kann es sich verspreiden an andere Personen. Wenn wir abstehen, jeder einer kann du, wo er ist, beten. Du kannst einfach Gott diesen Weg geben. Du kannst fragen, wo du dein Podcast eine Einigkeit für den Körper zu haben. Für diese Kirche hier, auch für die Kirche von Jesus Christus im Großen und Ganzen, aber vielleicht für deine Familie, wo du
wo die Einigkeit in die kann vielleicht, wo können vielleicht Sachen angefühlt oder geändert worden. Frau Gott, du, wo du nu krijgt bist, fang an te beden, fang an te beden. Du kannst ablüden, wenn du bist, du kannst dich knien, du bist frei. Und fang an einfach an te vertrouwen. Merk de Musik ein bisschen luider. Wir wollen einfach eine Karte Zeit nehmen, wo du selbst im Gebet kannst sein. Vater, wir sagen dir Dankeschön, dass du uns einig gemerkt hast. Dass du uns durch deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass wir einig sind. Und ich bete, dass wir das einander bewahren können. Dass wir vergeben können unseren Nächsten, so du uns vergeben hast. Dass wir einfach diese Kleinigkeiten zwischen Brüdern und Schwestern können einfach loslassen. Und dass wir können uns jenseits in die Augen checken, uns Abrazos geben und einfach dort unsere Familien können diese Einigkeit erleben. Ich bete für Vaters, was von dir angeredet worden sind, dass sie können Entscheidungen treffen, ihre Familie anzuleiten. Und ich bete auch ganz besonders für die Familien, wo du nicht in Vater erstem anleiten. Dass die Mütter können mit der Kraft vom Heiligen Geist, mit der Weisheit vom Heiligen Geist einfach verabgehen. Und ich einfach nur checken, dass Jesus in ihr Heim regieren. Du wirst uns Weisheit geben, wo uns Leben wieder zu lehren. Ich bete auch hier nicht, dass wir können eine Einheit sein und einfach Bühe ab Jesus Christus. Nicht ab unsere Gefeile, nicht ab uns Jankert oder wo die Kleinigkeiten sind, sondern ab Jesus. Und dass wir einfach können uns taub pakken und sagen, wie holen taub, wie gehen wir ver weg. Und dass uns Grund kann ab Jesus Christus sein. Vater, ich danke dir, dass du Jesus geschenkt hast. Ob so wo du am so gut wirst. Ich danke dir, dass du ihm geschenkt hast, hier nach uns zu kommen und sein Leben zu geben. Und ich bete, dass wir so einig, dass die Vater in Jesus sich sind, dass wir das wahre spielen können. Du sagst, du hast das in uns näher geplant. Und einmal fällt sich das vielleicht so weit auf. Vielleicht hast du noch so viel Betternis und Euernis in den Warten von meinem Hort. Aber der lädt wir einfach los. Und wir sagen, reinig uns ist das Gold. Und wir können uns nie von seiner neuen Sendung, dass wir über rein denken können als Brüder und Schwestern. Über rein nicht mehr als bloß denken, dass wir über rein feilen können. In ein Yes. Dass wir uns treffen können zum Beten und Anbeten in Einigkeit und wo die Herrlichkeit von Jesus Christus kann tüchtig sein. Dass das Übernatürliche kann einfach Port sein von uns. Ich sehe in jeder Familie, was hier ist von dir. Ich bete von dir für jeder Verbrechen und Hort, was hier ist. Ich bete für jeder einer, der Trost braucht, dass der Herr jetzt trösten kann. Ich bete, wenn hier ein Vers was mit Krankheit geplagt ist. Du als Vater, geh einfach nach Haus und leih die Kinder die Hand ab, dass sie keine gesund werden. Ich bete über die Vater. Ich bete über die Mutter, dass wenn du dein Kind in der Schoß hältst, dass du kannst einfach das Kind den Weg mit dem Mann und Jesus Christus wiesen. Wenn dieser Weg vielleicht schwer und bitterlich traurig war, bete ich, dass du kannst abstehen, nicht in deine Kraft, sondern in die Kraft vom Heiligen Geist. Vater, ich will dir Dankeschön sagen, dass wir uns hier treffen können in Einheit, dass wir können diese Möglichkeit haben, einzusenden in die Jesus. Wir loben und preisen die Jesus Christus. Amen und Amen. Halleluja. Mocht Gott die segnen, wenn du ein Gebet hast, dass du weißt, dass Menschen für die beten, hier in Bett eiken, wo die Lehrer stehen und die sind bereit für die zu beten. Die wollen dir einen Abrazo geben und für die beten. Du kannst ihnen vertellen, was immer du weißt.
En kost nu je bed vrouw voor wat immer du was, wie willen voor die beden. Van ons Eva, je hebt nu gezien de weg, daar dingen sterren, Gemeinschaft, ik ga hier wieder vertalen. Gott te zijn.